Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ja, anscheinend ist der Schnee jetzt in Rege übergangen, wie es aussieht. Emul Spielstand lade und schon sieht so aus wieder. Okay, die Echse-Menschen, Handy vor gegen den Troll zu kämpfen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn die jetzt gegen den Troll gekämpft hätten. Das war sauber. Da ist nichts. Das waren saubere 4 Schnitte und schon waren sie platt. Okay, ja, Monster schrumpfen finde ich leider hier nirgendwo random. Ah, das sind Winterwölfe oder was seid denn ihr für welche? Eiswolf. Okay. Okay, du, dafür, dass die nur 150 Erfahrungspunkte bringen, finde ich die schon etwas grob hier, die Viecher. Alter Falter, gerade noch so gerettet. Puh. Ich hoffe, die Viecher bringen auch ein paar gute Sachen jetzt. Ja, die bringen nur stinknormales Wolfsfell, noch nicht mal irgendein Eiswolffell oder sowas. Das ist schon etwas bitter. Na gut, als ich den Spielstand geladen habe, so nebenbei, habe ich übrigens auch gehört, dass Silvio und sein Hansel da aufgestanden sind. Und die scheinen anscheinend noch irgendeine Vieh abgemurkst zu haben, was ihnen zu Not gekommen ist. Hab nur gehört, wie der Ende gemeint hat, komm her, Mistvieh. Und als dann tot war noch im Schlag, ich hab's immer noch drauf. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, dort drüber sind anscheinend nochmal Banditen. Deswegen halte mal kurz den Gaul an. Ich will mal was probieren. Einfach mal so just for fun. Ravensgarde. Wie sieht's dann aus? Akzeptieren die mich dann als einer von ihnen oder bin ich immer noch dran? Jetzt bist du dran? Nö. Geh mir aus den Augen. Okay, aber sie bringen mich nicht um. Das ist doch schon mal was. Bandit, Herumtreiber, Bandit, ja, die machen hier große Kuschelrunde, wie es aussieht. Stelltafel, Trank. Da scheinen sie nichts dagegen zu haben, wie es aussieht. Da hinten liegt noch irgendwas. Gletscherquarz, Bergkristall. Was sind sie dann für Stelltafel? Ich hoffe, es ist so gut, die Verstärker oder so. Bogenschützen. Plus 4 auf Bogenschießer. Das bringt mir jetzt halt leider einen Scheißdreck. Für jemanden, der mit dem Bogen schießt, ist es in Ordnung, aber für mich ist das gerade absoluter Murks. Deswegen, jetzt seid ihr dran. Jetzt bist du dran. Okay. Aber es hat theoretisch funktioniert. So. Mit der Rüstung hat es eigentlich geklappt. So, der Schweinekerl geht mal hier tierisch auf den Sack. Hey. Apropos Schweinekerle und so. So, einer weniger von den Scheißtypen. Warte mal, der Gaula. So. Ups. Okay. Das nehme ich doch mal so hier. Aber gut. Dann machen wir das halt noch einmal. Zuerst der erste Dranseier und dann ich. Na, sag's. Jetzt bist du dran. Okay, jetzt schneidest du dafür wenigstens wieder. Hey, hätt doch mal auf Schade zu machen, du Sausack. Es ist unglaublich, diese Bandite, wie die auch noch Schade machen bei mir. Ich bräuchte echt mal dringend eine bessere Rüstung. Aber die kriege ich... Boah, die Best-Rüstung kriege ich leider erst ziemlich am Ende vom Spiel. Da, wo sie man natürlich original gar nichts mehr bringt. So. Aber siehst du, original gar nichts, aber sie bringt mir dort ziemlich wenig, muss ich sagen. Hier bei der Drache, da hätte man die Rüstung durchaus was geholfen. So, dann zwacken wir erstmal hier alles ab, was möglich ist. Müssen wir später nämlich da nicht looten. So, hier der und dann der. Und Da ist nichts. an den anderen komme ich ja nicht dran. Dann muss ich halt vorher nochmal so kämpfen. Autsch, jetzt bist du drin. Und? Dann sei auch wenigstens wirklich dran. Gut, den erreiche ich wenigstens. Ah,
Okay. Aber hier liegt auch noch so arg gemütliches Bett. Muss ich auch sagen, da hätte ich richtig Bock zu schlafen, ne? Zu einer Eishöhle in der Nähe von einem Drachegebiet, wo man damit rechnen muss, dass ihm jederzeit die Kehle aufgeschnitten wird. Das ist doch ein absolut perfektes Gebiet, um hier zu schlafen. Also was für ein Dachschädler immer hier Bett reingelegt hat, würde ich mal ganz gern wissen. Aber gut, aus rein logischen Gründen würde ich hier höchstwahrscheinlich niemals schlafen gehen. Aber zwischendurch ist es gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Einfach nur, weil es von der Spielengine halt so ist, dass man hier sich dann definitiv wieder aufpumpen kann und ohne irgendeinen Heiltrank oder was zu verschwenden. Das an sich ist schon mal nicht verkehrt. Aber aus rein logischen Gründen würde ich echt sagen, hier in dem Gebiet würde ich never ever schlafen. Banditegebiet, so wie es aussieht, weil auf dem Weg hierher war ja schon eine größere Banditebande gelagert. Und jetzt auch noch hier, also nö, da würde ich definitiv nicht schlafen gehen. Vor allem, wenn noch ein Troll in der Nähe ist, der einfach mal auf Nahrungssuche hier rein stolpern könnte. Na okay, der Eingang ist ein bisschen zu groß, aber unter logischen Umständen könnte sich ein Troll auch einfach nur bücken, um hier reinzukommen. Von daher, ja, in so einem Gebiet würde ich definitiv nicht schlafen gehen. Gut, hat aufgehört zu schneien. Und auch aufgehört zu regnen. Da haben wir noch eine Fackel und einen Trank. Dort drüber scheint ein bisschen der Punk abzugehen. Da sind ein paar Lurker. Habe ich die nötig? Ja, es sieht aus, als hätte ich die nötig, ja. Es sieht aus, als hätte ich derzeit jeden Gegner dringend nötig von der Erfahrungspunkte her, weil ich bin nämlich so weit von einer Stufe entfernt. Insofern habe ich das tatsächlich nötig, hier gegen jeden Worste König zu kämpfen, der mal unter die Haare kommt. Ja, komm mal her. Hier schneit's auch wieder. Ah, dafür hat es aber alle schon gelohnt. Goblinbeere und eine Städtafel. Ja, sau gut. Ich hoffe doch, die Städtafel bringt mir was. Also ich warte wirklich nur auf so eine Stärketafel. Autsch. So eine Stärketafel wäre schon ziemlich genial hier. So. Oder wie Tinui immer sagt, so grenzgenial. Das persönlich finde ich auch immer sehr cool. Das ist so grenzgenial. Ach ja. Besser als grenzdebil, ne? So wie du. Hey, wie? Ich kann Blutfliege nicht mit einem Schlag killen. Also manchmal fühle ich mich hier ein bisschen verarscht von meiner Fähigkeiten her. Und jetzt penetriert mich der Lurker hier die ganze Zeit. Blödes Mistvieh. Also eigentlich müssten so Viecher schon mit dem One-Hit beendet werden können. So, okay. Hier haben wir noch, da haben wir noch. Aber wie gesagt, derzeit habe ich hier jeden Erfahrungspunkt bitter nötig. Wir sind jetzt aber 20 Lernpunkte. Ah, da ist wieder der Troll. Ah, dann sind wir hier in dem Gebiet wieder. Ah, da sind 2 Troller relativ nur beisammen. Schade eigentlich, dass ich kein Monster schrumpfen habe. Ich könnte mal dort denken. Weil wenn ich hier nochmal mein Level kriege, und das werde ich bestimmt kriege, wenn ich gegen die Echse-Menschen in dem Gebiet kämpfe. Allzu viel ist es ja nicht mehr, ne? Ah ne, Quatsch. Ich habe mich da ein bisschen verguckt. Ich habe gedacht, die nächste Stufe wäre das, was ich derzeit an Erfahrung habe. Und habe die 8 als 6 interpretiert. Ja, so kann es kommen. Okay. Dann soll ich aber trotzdem mal eventuell gucken, dass ich nicht nochmal zurückgehe. Und möglicherweise noch im Kloster ein bisschen was einkaufen gehe. Wir haben es jetzt, 19:07 Uhr. Aller Hopf, bevor ich jetzt da in das Eisgebiet gehe, werde ich doch tatsächlich sagen, wir gehen noch einmal zurück zum Kloster. Wir haben ja ein bisschen Geld. Pass im Minental. Hoch, jetzt schneit es hier auch plötzlich. Okay. Und dann würde ich nochmal zum Kloster zurückkehren wollen. Interessant, wie man dann diese Wetteranimation hier mitnimmt, weil hier ist ja eigentlich nicht Winter angebrochen. Naja, passt schon. Und ach, dass die Sicht hier doch etwas eingeschränkt ist. Naja. An sich finde ich das auch relativ grob gemacht, nur mit einer Schneeflocke. Die sind arg primitiv gemacht. So, genug der Kritik. Wir gehen zum Kloster. Ich brauche nämlich noch ein paar Zauber. Dafür würde ich mal ganz gerne mit ein paar von euch Knabe hier sprechen.
So, ihr Chorknabe habt doch bestimmt was für mich. Aber erst einmal hier Milty. Hey. Hast du noch was für mich? Das wäre gewagt sein. Nee. Den rauben wir jetzt mal nicht aus, ausnahmsweise. Und wenn wir hier fertig sind, können wir ja eh wieder zurückschwirren. So, wow, hier leckt's aber wieder ordentlich. Den haben sie anscheinend hier reingeholt, die Jorgen. Aber ich würde noch ganz gerne mit ein paar Händler hier sprechen. Einer war hier unten. Das war hier genau der Gorax. Kann ich dir behilflich? Ja, du kannst mir immer behilflich sein. Was ist deine Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Okay. Ja, bla 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 bla, sorry, das muss ich jetzt echt mal überspringen. Der Typ ist einfach nur der Vorratsmeister, fertig. Ulta verzauberte diesen Stab. Alles klar. Ich Bescheid. Stab der Feuermagier, Zauberstab einfach nur. Okay, Feuerregen kann ich definitiv gut gebrauchen in dem Gebiet. Dann großer Feuerball zeigt auch ziemlich gut die Wirkung. Magische Abwehr, Schutz zur Magie. Scherbe der Bereitschaft zusammen mit Novizenrober und zusammen mit Magierrober. Ring der Magie, Harnisch-Amulett, bringt mir alles nicht so viel. Untote vernichten hole ich einfach mal dazu, weil es unglaublich praktisch ist. Kleiner Feuersturm kann ja auch nicht schaden bei den Viecher. Oh ja, Dämon beschwören auf jeden Fall 2. Fuhr. Mittlere Wunden heilen. Oh, scheiße. Jetzt sind wir so gut wie pleite. Was ist denn das hier? Schlüssel. Schlüssel zur Pforte des Innersklosters. Okay. Karte der Heiligen Schreine. Blitz, Windfaust, Verwandlung. Ansonsten, ja, Golem. Golem wäre vielleicht nicht verkehrt. Da können wir aber diese alte Rune, die wir eh nicht verwenden können, verkaufen. Und zwar hier. Angstrune können wir 2-mal verkaufen. Dann die. Und die leichte Wunden heilen können wir auch verticken. Dann können wir uns nämlich auch ein paar Golems leisten. Und ansonsten würde ich sagen, andere Kruscht können wir auch noch verkaufen. Wie, Runenmacht. Ja, komm, warte mit. Feros Schwert behalten wir einfach mal. Orkisches Langschwert oder Kriegsschwert, warte mit. Langschwert. Ich weiß nicht, ob wir das noch verticken können bei unserem Meister, aber das edle Langschwert auf jeden Fall. Die Orkwaffe können wir auch verkloppen. So viel ist sicher, genauso wie das Zeug hier. Das Billigheimer-Zeug, das können wir auf jeden Fall fortschmeißen hier. So, das kann der alles haben. Und Spitzhacke hätte ich einfach nur ganz gern noch. Beil, fort damit. Die Äste können fort. Genauso wie diese Gehstöcke. Magische Armbrust behalte ich. Eichenbogen kann fort. Kriegsarmbrust will ich behalten. Der Schampel kann auch fort. Und dann sind wir noch wieder relativ gut bestückt, was unser unser Geld angeht. Weil da würde ich noch gern zu einem anderen Chorknabe hingehen, der dort drüber in der Bibliothek ist. Nur Innos entscheidet über Recht. Ja, nur Innos entscheidet über Recht und Ordnung. Nicht der Richter von irgendeiner Stadt. Genau so sieht es nämlich aus. Hey. Karas. Ist das nicht irgendwie Damien Karras? Ist das nicht auch der Pater von der Exorzist? Wenn ich mich doch richtig erinnere, das war doch der von der Exorzist, oder? So, ein Golem holen wir uns auch nochmal. Skeletterscher, ja komm, 2-mal kann nicht schaden. Verwandlung Feuerwaran kann auch nicht schaden, wenn wir das dabei haben. Man weiß es als nie. Verwandlung Varan, Wag, Wolf. Ja, einmal Wag-Verwandlung vielleicht noch. Ring der Unbezwingbarkeit. Ne, von dem Kruscht haben wir schon. Ja, Damien Karras, das war doch der Pater aus der Exorzist. Übrigens immer noch mein absoluter Horrorfilm. Oh, ich hab immer noch Schiss davor, wenn ich dieses Gesicht, diese Fratze von dem Mädel aus der Exorzist sehe, kriege ich immer noch kalte Schweißausbrüche und Herzraser. Das ist absolut schlimm. So, Dorona sollte ich nochmal. Also Monsterschrumpfen habe ich schon gemerkt, finden wir hier leider nirgends. Das ist ziemlich schade, wie ich finde. Vielleicht hat aber Zuris noch was in Korinis. Ne, bei dem habe ich auch nichts, was ich lernen kann. Beziehungsweise was ich mir noch holen kann. Bubi. Dann Teleport zum Kloster nicht, aber Teleport zur Hafenstadt. Da will ich auf jeden Fall noch hier. Ich will nämlich gucken, ob der Hansel am Marktplatz noch was für mich hat. Mir hängt jedes Mal falsch. Wir haben es jetzt 20:25 Uhr. Die Händler müssten eigentlich noch an Bord sein. Deswegen gehe ich jetzt noch schnell zum Markt und gucke, dass ich da noch was kriege. Wenn ich halt kein Monsterschrumpfen kriege, ist halt etwas blöd, ist halt wirklich schade drum. Aber was will man machen? Gegen die Trolle kann ich nicht so kämpfen. So.
Da bin ich leider einfach zu schwach dafür. Ansonsten würde ich dann noch sagen, dass ich mit 15 Lernpunkte eventuell noch mal Stärke um 5 erhöhen sollte. Und... ach, die schaffen ja nicht mehr. Schweinepriester. So, der ist dann hier in seinem Heisel. Allerhopp. Wenn der da in seinem Heisel drin ist, dann sollte ich doch nochmal mit dem schwätzen. Kerl. Was suchst du? Ich Was bin suchst du hier? Geh. Ich bin Ritter, du Idiot. Idioter. Okay, das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Myxia steht jetzt, ach, hier auf verlassene Poste. Vatras ist anscheinend... ist Vatras wieder da? Ja, Vatras ist hier. Gut. Myxia ist hier. Ist das wirklich wahr? Dann gehe ich halt nochmal eine Runde Penner. Erzähl mir nicht sowas. Und gehe dann nochmal da hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich so die Schwerter eventuell noch bei ihm verticken kann. Da bist Genau, da bin ich wieder. Und? gut. So, Okay, Anna habe ich für 300 Goldstücke verkaufen können. Das ist doch besser als nix. So, da lege ich mich da nochmal hier. Ratzen mal bis zum nächsten Morgen. Dann dürften die faule Händler auch wieder was schaffen. Und... spring! Spring doch, du Depp! So. Gucken wir, dass wir das noch gebacken kriegen. Oh ja, Vatras verzählt wieder seine Geschichte. Und Myxia scheint wohl immer nur Nachtwache zu schieben und tagsüber Beta wie Zau. Das könnte ich irgendwie nicht den ganzen Tag da rumbeten. Alter Falter. Wenn die ganze Zeit nur rumkniescht und nur am Bete bist, das muss ja absolut schrecklich sein, so Tagesschicht. So, Kerl. Verkaufen wir doch jetzt mal was. Okay, was hast du denn bereit hier? Dämon beschwören, auf jeden Fall kommt es mit. Monster schrumpfen, ist es da zufällig mit dabei? Es wäre toll, wenn. Nee. Schade, schade, schade. Nee, es sieht nicht so aus, als wäre Monster schrumpfen hier mit dabei. Doof. Sehr doof. Okay. Dann würde ich aber noch mal Stärke erhöhen. Da gehe ich dann nochmal dazu zu meinem Paladin-Lehrer. Habe ich wenigstens eine Stärke von 87. Eventuell reicht es ja schon, dass ich bei dem Drache mehr Schade abziehe. Dass ich bei dem Eisdrache nicht allzu sehr abstink. So. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Und noch einmal hoch in die Stadt. Ich nehme mal nicht an, dass ich in der Zwischenzeit bereit genug bin, noch eine Rune zu tragen. Mit Stufe 32. Ich glaube nicht, dass das noch Stufe geht. Das geht einfach noch Story-Abschnitt. Wie weit man in der Story vorankommt. Vorankommt vor allem. Wie weit man in der Story vorankommt. So, ich hätte es halt schöner gefunden, wenn man pro Drache halt sozusagen Rune kriegt. für den Bla 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 bla. Kampf. du bist, Ja, bin ich ja nicht. du bist. Du bist, ja. Ich will nicht sagen, was du bist, mein Lieber. So. Dann gehen wir halt zum gute Ingmar. So, Ingmar. Ich will stärker sein. Dann gibt man mal hier 5 Stärke dazu. Dann sind wir jetzt auf Stärke 87. Allerhopp. Was wir dann noch machen können, ist nochmal zum Großbauer gehen. Da können wir noch eine Runde beten. Mit viel Schwein kriegen wir nochmal einen Stärkepunkt gut geschrieben. Und ansonsten kriegen wir halt wieder der obligatorische Geschicklichkeitspunkt. So. Wenn wir da dann fertig sind, gehe ich direkt wieder zum Pass und dann marschiere ich von dort aus wieder in Richtung Eisgebiet. Besser kann ich mich derzeit leider nicht vorbereiten als das, was ich hier gemacht habe. Mehr geht doch leider nicht. Sodela. Inos Statue. Und... ja, ich kriege halt einen Geschicklichkeitspunkt wieder. Allerhopp sind wir bei 68 Geschicklichkeit und 87 Stärke. Gut, mehr geht leider nicht. Mehr geht leider nicht. Aber ihr liebe Leute, ich muss auch mal ganz kurz cutten. Ich habe noch ganz kurz was zu erledigen, was leider keinen Aufschub erlaubt. Die weitere 10 Minuten kann ich mir leider nicht nehmen. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann sofort wieder. Aber da ich deswegen aus dem Spiel raus muss, muss ich hier erstmal speichern. Wir sehen uns gleich wieder. Bis
gleich. Du bin ich wieder. So, puh. Das hat jetzt leider keinen Aufschub geduldet, was ich hier gemacht habe. Und deswegen bin ich jetzt kurz weg gewesen, aber wie ihr jo wieder seht, bin ich jo schneller als der Blitz wieder da gewesen, obwohl das, ja, ich glaube 20 Minuten hat es gedauert, was ich da geschafft habe. Jetzt macht die Scheiß der zu, verdammt nochmal. Ich will nicht, dass die Invasion beginnt, nur weil die der offen war. So. Ja, wie gesagt, so ist es halt. Ab und zu muss man halt mal zwischendurch cutten, aber die letzten 10 Minuten, die kriegen wir jetzt auch noch hier. Und zwar flitzen wir jetzt nochmal in Richtung Eisgebiet. Und von da aus können wir dann mal eine Runde mit Silvio schwätzen, wie es da eigentlich ausschaut. Aber ich bin froh, dass wir hier den Pass gesäubert haben. Und ich glaube, die 5 Stärke zusätzlich haben uns auch nicht schlecht getan. Ich könnte natürlich nochmal an der Stelle, wenn wir jetzt eh wieder in die Richtung gehen, könnte ich auch nochmal beim Belia-Schrein vorbeigehen. Und nochmal die 518 zu 508 Lebenspunkte reduzieren und dafür nochmal die Klaue Belias ein bisschen stärker. Ja, hätte ich gewusst, was ich da eigentlich später noch treibe, hätte ich genauso gut nur einmal machen können, aber so what. Auf die 10 Lebenspunkte kommt es jetzt an im Jahr. Deswegen, das kriegen wir hier. Weil irgendwann wäre es eventuell zu viel Fortschritt auf einmal für die Klaue Belias. Und dann hätten wir höchstwahrscheinlich auch irgendwelche fiese Eibuße, dass wir es nicht so gut abgegradet kriegen und dafür mehr Lebensenergie abgezogen. Weiß der Teufel was. So, der Biff, dann lassen wir jetzt auch mal, wo er da ist. Der Biff Bartreiniger kann meinetwegen erstmal hier bleiben. Dann schleppe ich jetzt ein extra für den Drachen mit. Und ach du liebe Zeit, ihr liebe Leid, ich hoffe, der Drache wird nicht so schlimm wie der Feuerdrache. Das war ja absolut furchtbar. Ich hoffe, so ein Fiasko passiert mir nie wieder. Das ist mir auch noch nie passiert, dass ich einen 15,5 Stunden Kampf im Spiel gehabt habe. Das hat ja 12 Uhr morgens oder 12 Uhr mittags gestartet. Und 3:21 Uhr oder wann habe ich dieses Scheißvieh dann erst gelegt gehabt. Das war die absolute Hölle. Da habe ich ewig gebraucht gegen dieses Scheißvieh. Und der ist einfach nicht verreckt. Das hat bestimmt, an normaler Zeit habe ich bestimmt eine Stunde Traghange oder so. Ich bin echt froh, dass ich an der Stelle mal eiserne Regel gebrochen habe und das Mistvieh Outplay gekillt habe. Das war absolut schrecklich. So. Dann gehen wir wieder hier runter. Hoppala. So. Nochmal hier lang. Cypher und Rod sind immer noch hier. Und wir rennen weiter durch, wo die "Jetzt bist du dran" Typen waren. Und dann schauen wir doch mal. Aber an sich eigentlich auch ganz cool, wenn man jetzt die Erfahrungspunkte nicht will oder einfach nur schnell durch will in dem Gebiet, kann man genauso gut eigentlich, ach, huch, da ist ja noch ein grober Zweihänder, kann man genauso gut eigentlich, ach, bei den Typen in Banditenrüstung vorbeilatschen. Geht halt nur in die Nacht des Raben, weil im normalen Gothic 2 hat's das nicht, dass man so Banditenrüstung hat. So, generell sind ja auch die Rüstungen in Gothic 2 ziemlich rar gesehen, muss ich sagen. Man findet ja eher seltener mal Rüstungen. So, jetzt probiere ich es doch einfach mal, weil ich mal gespannt bin. Troll. Ja, mache ich dem überhaupt irgendwelche Schaden? Oh, tatsächlich. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich kann so gegen das Vieh kämpfen. Ja, wer hätte es gedacht? Ich brauche Monster schrumpfen. Haha. Habe ich die Trolle wohl doch härter eingeschätzt, als es eigentlich sind? Ja, das ist gut zu wissen. Ja, das ist verdammt gut zu wissen. Wahrscheinlich wohl auch ein paar nette Crits gelandet zu haben, wie mir scheint. Ja, wieder weg an der Kreischgegend. Und dann gucken wir doch jetzt gerade nochmal hier an der Gegend. Die Klaue Belias hat 111 und 34 derzeit. Und... Huch. Oh, ich kann sie derzeit nicht verbessern. Okay. Anscheinend war es das erste Mal. Okay.
Derzeit kann ich die Klaue Belias nämlich verbessern. Das ist merkwürdig. Entweder habe ich mein Limit erreicht mit der Upgrades oder, ja, Limit erreicht, beziehungsweise nur einmal in der Woche Beta oder sowas. Tja, wir werden es dort rausfinden. Ich hoffe, wir kriegen es noch im späteren Spielverlauf raus, aber es wäre scheiße, wenn die Klaue Belias ab jetzt nie zu verbessern ist. Aber ich glaube eher, das hat jetzt auch eher was damit zu tun mit bestimmte Zeitrahmen einhalten. Und beim Belia-Schrein geht die Klaue Belias verbessern vielleicht nicht einmal am Tag, sondern einmal in der Woche nur oder sowas. Ich kann es jetzt sagen. Wir haben jetzt der 30. Tag. Schwer zur Sache, finde ich. Keine Ahnung. Wäre scheiße, wenn es jetzt ihr Verbesserungslimit von 3 Mol erreicht hätte. Das wäre richtig ranzig. Oder vielleicht einfach nur an dem Schrein nicht. Da muss ich vielleicht zum anderen Belia-Schrein. Wer weiß, wer weiß. So, wie sieht es dann hier drin eigentlich aus? Eiswölfe, Irrlicht und wahrscheinlich auch ein paar Echse-Menschen. Und höchstwahrscheinlich könnte auch hier irgendwo noch so ein paar Eisgolem-Kreaturen rumlungern. Na gut, na gut. Und hier, bevor ich zu Silvio und seinen Schlägertyp gehe, mag ich mich doch hier gerade noch mal ein bisschen umgucken. Ich weiß, ich habe versprochen, dass wir uns heute das ganze angucken werden. Dass wir heute mit einer 2 Hansel sprechen werden. Das machen wir auch auf jeden Fall. Aber ich mag hier auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen gucken. So, hier ist nur normale Snapper und Blutspuren nach wie vor. Okay. Na, dann komm mal her. So. Das ging doch relativ ordentlich. Normale Snapper finde ich mittlerweile eigentlich echt ziemlich gut, um aufzuleveln. Und da können wir auch nochmal hingehen. Aber ich glaube, die können wir genauso gut auch morgen erledigen. Ich mag zuerst jetzt wirklich nochmal Versprecher einlösen, um mit den 2 Knaben durchsprechen. So. Nochmal ein bisschen heile vorher. Und Schwertzieher, wieder Eisstecker. Und dann gehen wir mal zu den 2 Hansel. So. So, ihr Lumbestricker. Bulko und Silvio. Hey du, Paladin. Geh wieder zu deiner Erzmine. Hier gibt's nichts zu holen. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Es wäre verdammt schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das kann ich vergessen. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Die habe ich schon geplündert. Was ist mit ihm passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. 2 Eiskolosse für Silvio. Silvio macht sich bange vor den beiden Eisgolems, die vor dem Eingang in die Eisregion im Minental stehen. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Ach Gott. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Ob der sein Wort hält? Na hier. Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm. Jetzt blas dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, voll. Das ist so ein Typ, der auf so dumme Macho-Spielchen eingeht, aber gut. Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, kein Wunder, dass dem kein anderer mehr folgt, außer der Typ hier. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Joink. Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Okay, der spricht so und stellt mit uns. Dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir dem Knabe dann erklären werden, dass die Eiskolosse schon tot sind. Aber vorher gehen wir nochmal noch over und schnappen uns die rechtliche Snapper mitsamt Drache-Snapper. Also machen's gut und bis morgen dann wieder, wo es dann wirklich ins Eisgebiet reingehen wird. Iron Yankee.